Ja, guten Tag, liebe Lü, das wäre immer Zeit für einen plattischen Fair-Talk. Und wir habt ja so eine letzte Serie abgelegt. Wir habt uns beschäftigt all in den verleden Wochen mit dem Thema, was ist eigentlich mit uns plattischen Bühnen? Ihr habt das gehört, ut Vorl und verdorgen wird wie über den plattischen Bühnen, die niederdeutsche Bühne in Brok schnacken. Zu Gast ist von dort Manuela Schöler, die ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in Brok. Herzlich willkommen auf der Fähr von Bremerhaven nach Nordenham. Wie wunderbar wäre, beten Wind, aber das mag ja nichts. Jo, vielen Dank, Hans-Mein, für die Einladung. Ich bin gern hierher gekommen und der Wind hört ja zu Norddeutschland total als alles andere. Ja, ne, ist ja auch bloß Wind. Also solange die... Da können wir ja, auf. könnt wir auf. Gut, Manuela, wir werden beten schnacken über die nordische Bühnen. Wir sind noch nicht ruht ut Corona, so ein Beten, hätte ich das achter auslauten. Aber vertell ein Beten was, wie habt ihr die Zeit überstanden mit Corona? Jo, das wäre eine ganz schlimme Zeit für uns. Wir haben letztes Jahr an Dateins März eigentlich Premiere hat. Einen Tag vorher mussten wir abbrechen. Eins wäre fertig, Bühnenbild, Schauspieler. Und das wäre eine ganz schwere Entscheidung für uns als Förstern, auch das zu sagen, die Spieler zu sagen und auch das Publikum zu sagen, wir dürfen nicht mehr spielen. Aber mit Corona kannst du einfach nichts machen. Aber ihr habt die Titel über nicht so richtig, denn ja, jo, ob die Fuhle Hut legt, ja sowieso nicht. Irgendwie ist das wiedergegangen. Was habt ihr die ganze Titel über gemacht? Wir haben die ganze Zeit über in Förstern uns ganz regelmäßig, denn via Internet und so was droben, habt über Stücke schnackt. Wo kann das weitergehen wie uns? Auch die Jugendlichen habt das gemacht über Internet und solche Sachen. Wir haben gekeken, wo können wir vielleicht noch mal ein bisschen Geld für uns generieren und all solche Sachen. Und dass wir nur, wenn wir wieder anfangen können, auch in den Startlöchern sind. Also ihr steht in den Startlöchern sozusagen für die Saison 21/22. Jo, das ist richtig. Wir will zwar diese Saison bloß 2 Stücke machen, wie wir sagten, erstmal kicken, wo die Zuschauer das annimmt. Wobei, ruft jeden Tag an, wann fangt die wieder an zu spielen, wie will kommen. Und so haben wir als erstes jetzt am 29. Oktober fangen wir an mit in Komödie, Anna das Goldstück. Freit wie us ob, oder? Wir freut uns ganz bannig, wir sind nun seit 4 Tagen durch an Proben und wir hoffen, dass ganz viele Zuschauer kommen will, sich das ankicken will, einfach mal wieder ein bisschen Spaß haben will. Gut, wir will noch mal immer beten, was da zurück, das geht ja auch immer um Geld. Also, ihr habt ja fast Utgaben. Das Besondere an den niederdeutschen Bühnen, in Unterschied die ja, plattischen Spielgruppen, die ob die Dörfer gibt, habt ihr ganz folgen professionelle Regisseure engagiert. Das hat auch Gründe. Und Jo. jetzt haben die das Stück fertig im letzten Jahr im Februar und konnten aber nicht aufführen. Ja. Was hat das für Folgen hat für Jo? Ja, so ein Regisseur, der kostet meist ein paar 1000 Euro, wenn du den engagierst. Das ist für unsere Spieler und für alle Mitwirkenden immer toll. Da lernt wir eine ganze Menge von. Aber wenn so ein freiberuflichen Regisseur denn seine Arbeit macht, das mit wie ein betonen, ob nun das Stück auf die Bühne kommt oder nicht. Und dann sind schnell mal eben so 5, 6, 7.000 Euro weg, die wir betonen mit. Und das ist schon eine ganz schöne Lok in unsere Kasse. Ja. Habt ihr das Lok füllen können oder ist das Lok immer noch da? Das Lok ist immer noch da und das wäre einfach schön, wenn dann auch so ein Landkreis oder so uns jetzt mal ein bisschen unter die Arme grieben, denn ein paar Euro würden uns all helfen für sowas. Gut, könnt wir vielleicht am Schluss noch mal eben überschnacken über Jo. das Thema. Aber nochmal, also ihr habt ja das ganz große Glück auch, dass ihr ja, sozusagen ein fastes Haus habt. Und kein Theater, was ihr auch anders nutzt, die sind in Berufsbildungszentrum in Brok zugange. Da ist eigentlich all das, was hier gebraucht wird, Theaterspielen, oder? Also wir haben dort die faste Bühne, wo wir spielen können. Wir haben unsere eigenen Hallen vor Bühnenbau und Kulissen und alles. Das machen wir auch alles in Eigenregie. Und wir gehen dann bloß in Anführungsstrichen zum Spielen rüber.
Aber das ganze Equipment wie Licht und alles, Tonanlagen, das gehört auch alles uns und das ist doch einfach fest installiert. Also das sind also wunderbare Voraussetzungen, die man nutzen kann. Und Ja. das ist ja auch wichtig für so eine Bühne, wenn man dann sagen wird, wie sind so dazwischen zwischen die ganz Professionellen und die Laienbühnen, also halb professionell, ist das richtig? Wir nennen uns einfach Amateurbühnen. Ja, gut. Bin ich mit einverstanden. Nochmal zu den Leuten, die bei Theater spielt. Wo kommt ihr her? Die Heft wie ut überall hier von der Gegend. Wenn ich von mir selber schnack, ich bin mit Session bei uns angefangen und wir haben hier nun auch ganz tolle Jugendarbeit bei uns bei den Bühnen. Die Lütschesten, die fangen bei uns mit 6 Jahren an. Wir haben 3 Jugendgruppen, die Fleutschepiepen, die Zwischenkickers und die Spökenkickers, was dann immer so ein bisschen weitergeht von 6 bis 11, von 11 bis 14, 15 und dann noch mal die Groten sozusagen bis 18, wo Plattdeutsch lehrt wird von der ersten Stunde, aber auch Theaterarbeit mit Dramaturgie und alles, was dazu hört. Was sind das für Leute, die diese Jugend- oder Kinderarbeit für ihr morgt? Das sind Lüe auch und Use rein, das ist für die Lütschen ist das Use Dagmar, die das mag. Dann have wir Use Zwischengruppe, 2 Jugendliche, die jetzt eine Gruppe leitet und Use Nina, die Groten betreut, wo wir einfach weht, die sind doch gut abgehoben und die lehrt auch wirklich was bei uns und have viel Spaß. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu der Arbeit? Also sind ja sehr alt, keine Lü, also diese Kinder und Jugendlichen, die aus Familien kommen, wo Platschnackt wird, Nee, oder? Nee, überhaupt nicht, aber die heft einfach den Mut, bei uns anzufangen und die lehrt das mit Lütsche Gedichte oder Lütsche Leders und dann macht das auch noch ein bisschen mehr Spaß, als wenn du nur einen Text auswendig lernen musst und schon sind sie dabei und das ist ganz niedlich anzusehen, wenn so ein Lütschen hört von 7 Jahren den halt Plattdeutsch schnacken kann. Ja. Ich meine, Englisch kein Problem. Die allermeisten, also ich kann das für mich sagen, als ich selber wäre, kann ich auch platt. Ne? Und Ja, da muss ich dann Hochdeutsch lernen. Das wäre, ja. Und in der Schule ist das nur in den letzten Jahren erst, wo dazu kommt. Das wäre ein paar Jahre auch nicht mehr so modern, als man sagt. Gut, aber darauf will ich noch zu schnacken kommen. Habt ihr so was wie eine Kooperation mit Kindergartens und Grundschulen oder Schulen? Nee, das have ich nicht, aber wir können sagen, wir sind weit über die Grenzen von Brogrut bekannt. Und die Lütschen finden das auch toll, wenn sie zu uns kommen können. Wenn erst eine die Klasse dabei ist, dann will die andere auch mitmachen. Ja. Also du magst dir keine Sorgen darüber, dass eine Zukunft hat mit Theaterspielerie und Platt. Wenn wir wieder so für unsere Zuschauer da gewesen können, dann habe ich keine Sorgen, auch nicht für den Nachwuchs. Das wird klappen. Gut, dann aber noch einmal kurz zurück, ob die Schauspieler, sind das alles Plattdeutsche oder sind das auch Leute, die bloß auf die Bühnenplatz schnackt? Oder? Nee, das sind auch welche, die bloß auf die Bühnenplatz schnackt, die das auch gelernt haben. Aber wir haben auch von den Niederdeutschen Bühnenbund, Niedersachsen und Bremen, wo wir auch hören, gibt es Seminare, wo die Leute Platz schnacken können und ganz viele Dinge um Theater, auch was achter die Bühne ist, Wichtiges lernen können. Und das hilft uns natürlich auch in unserer Arbeit. Gut. Also du bist sicher, wenn wir in 10 Jahren oder 15 oder 20 Jahren hier nochmal stunden, wenn wir dann nicht von aller her nach hinkriegt, also ich habe meine Bedenken wie mich, in 20 Jahren bist du sicher, was noch Platz schnackt. Da bin ich ganz fest von überzeugt, weil das ist ein Spruch, der hört hier in das Land, die ist ehrlich, die ist einfach, aber die sagt genau, was die Lü denkt. Und das ist ganz wichtig. Gut, wir habt da über Geldmangel ein Beten schnackt. Ich habe hier jetzt die Mütze ob. Ich bin hier als ehrenamtlicher Mitarbeiter von Radio Weser TV. Ich setze mir mal die andere Mütze ob. Nun bin ich die Plattdeutsch-Beauftragte von Landkreis Wesermarsch. Kannst du sagen, was für Wünsche ihr an den Plattdeutsch-Beauftragten habt? Wir haben die Wünsche, dass man noch vielleicht die eine oder andere Kooperation machen kann, auch dass man noch ein bisschen bekannter wird. Und wenn die Landkreis uns dann noch mal ein bisschen helfen wird, so mit Miete und solche Sachen in BBZ, dann wird uns das helfen, dass wir nur wieder gut auf die Beine kommen und auch die nächste Saison noch gut spielen können. Gut. Sie kriegt auf jeden Fall einen Landrat. Vielleicht versuche ich dann als Plattdeutsch-Beauftragter mit denen mal in Gespräch zu kommen und versuchen, für die plattdeutschen Bühnen was zu kriegen. Ja, der ist ja allwählt, denn mit dem Stichwort jetzt, wenn wir wieder anfangen zu spielen und dann kann ich bloß die und auch unseren Landrat, genauso wie unseren bisherigen Landrat Thomas Brückmann, hartlich in Loden, uns mal zu besuchen, auch mal hinter die Kulissen zu kicken. Das ist ganz interessant, was bei uns alles gibt. Vielleicht mag wir das denn mal zusammen. Sehr gerne. Manuela, ich drücke dir die Dooms, ich hol dir die Dooms, dass das mit Corona und all wirklich gut geht. Jede Gelegenheit
und vor allen Dingen Zuschauer habt, um Plattdütsch Theater zu spielen und nicht, weil wir wegen Corona das zurückgeführt werden wird. Also das ist immer so ein blöden Satz, den man an Schluss sagen wird. Und wir sind an Schluss, wir sind in Nordenham all ankommen, in Blackson, wir sind dort mit dem Plattdütschen Fairtalk. Mir hat das Spaß gemacht, ich hoffe die auch und wir hätten beten was dann für die plattdütsche Sprache. Gut, ich bedanke mich für das Tokigen. Mit andermal, wenn das dann wer hat, ist Zeit für ein plattdütschen Fairtalk.